So, guten Tag, ihr Leid. Machen wir doch Musiker. Ah, schön. Gefällt mir. Geht es auch leise? Nein. Geht nur beim Autoradio lauter und leiser. Macht aber nichts. So, wir nehmen uns jetzt die gepanzerte Platte, die man noch nicht brauche. Im Moment ist mir es halt noch lieber. Moment, du hast was zu. Komm her, dann machen wir da hin. So. So. Die gepanzerte Platte brauchen wir noch nicht. Weil mir es im Moment noch lieber ist, gleiche Blitzgedönse, so, weißt du? So. Und die da nehmen wir noch. Und tragen sie auch in den Schrank. So, dann tun wir vor alle Dinge unser Auto ausrahmen. Na komm. Na? Hallo? So. Ja. Wie gesagt, halt vor alle Dinge unser Auto ausrahmen und wir fangen schon mal damit an. Guck mal hier. Ich habe noch eine gepanzerte Platte. Die wir so dran müssen. Die hauen wir da klein hin. So. Und eine gepanzerte Tür habe ich auch noch. Die nehmen wir auch gleich mit. Hoppala, das ist keine gepanzerte Tür gewesen. So, komm mal her. Zack. Nimm mit dir. Man kann das schön sich erholen. So, das soll es hier gewesen sein, glaube ich. Ah, warte mal. Das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir mal in die Hand. Und schmeißen es aber weg, weil das Ding ist kaputt. So, super, das hat es jetzt voll gebrochen. Ich wollte es doch hinschmeißen. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Mann. Wo ist denn eigentlich unser Koffer? Den haben wir als immer pfeffer ich nicht da als ins... Ah, jetzt ist es sogar. Wahnsinn. So. Dann tun wir mal das ganze Klumpertsch da ausrahmen. Das kann man lassen. Aber das sieht gut aus. So. Das und das da. Sieht eigentlich alles noch gut aus. So. Und hier haben wir das Ding da, das ist doof. Das lassen wir hier. Das ist also das hat es jetzt nicht so gebrungen irgendwie. Vielleicht, wenn du viel zu Fuß unterwegs bist oder sowas, dann ja, aber eigentlich war das schon ziemlich doof. So. Fahrräder machen wir da einfach an. So, hoppala, das Clay-Krusch. Schmeißen wir da hin. So ungefähr. Jawohl. Lack haben wir auch noch dabei. Machen wir ins Regal. Ein ganzes Lackregal ist schon voll mit Zeug. Oh ja, wo wir gerade bei sind. Moment. Wir haben ja so komischer Schaltknüppel da gekriegt, gell? Zeig ich mal her. Oh, der sieht cool. Jawohl, den hätte ich gern. Ja. Bitte. Danke. So. Was haben wir dann da? Ist doch. Ach ja, da das komische Zeichen. Moment. So, die komische Nachrichten da schmeißen wir da hin, damit sie da weg sind. Und die zwei da schmeißen wir da hin. Die zwei da, was ist dann das? Das ist eine Müllpelle und das da ist eine Müllpelle. Zustand 5000, 5000. Die eine hatte X und die andere hatte Sternchen. Keine Ahnung. Mal gucken, was passiert. Ja. Black Rouge. Fackle, Eise. Ja. Oh ja, oh, das ist, was ist das? Orangener Lack. Okay. Ja, dann. Komm mal her. Ja, wie Inventar voll. Kann ja gar nicht sein hier. So, was kommt's noch? Zack. So, machen wir noch ein bisschen was hin. Hier bekommt das Größere hin. Staubsauger weg. So. Zahnrad, Lämpchen. Aber schon noch. Ah ja, das da. So. Halt, der Lack. Nee. Der Lack kommt ins Lackregal. Genau. So.
Okay, jetzt haben wir natürlich den Klumperquatsch da. Geh mal her. Na? Ah, das ist ein Tier, ne? Okay, da ist voll. Der Endeschrank ist halt schon wirklich ziemlich voll, ne? So geht auch nichts mehr hin, also da kriege ich nicht noch mehr. Ich brauche einen neuen Schrank. Schon wieder. Weil das ist ja unser Großteil-Schrank, also so wie das so halt. Aber wir haben doch letztens einen neuen Schrank gebaut. Ah ja, da innen. Komm, dann nehmen wir den hier, Vergleiteile, Vergleichbusch. So wie das so. So. Wir können ja übrigens Sachen bauen, ne? Wir haben ja ordentlich wieder Zeichen gesammelt und vor allen Dingen Plasma. Fortschrittliche Antenne. Nö, das war's nicht. Ah, ja, war so wacht. Guck mal hier. Und zwar Sitzgestell, Dachgepäckträger wollte man noch einer haben. Der kostet einfach nur ein bisschen Kropfzeich und 2 Lim. So, sehr schön. Jetzt haben wir nämlich jetzt wieder Dachgepäckträger, weil wie wir ja auf der letzten Fahrt, also gestern, festgestellt haben, oder generell, sind Dachgepäckträger das Geilste, was es gibt. Weil, ey, du musst den Kofferraum nicht aufmachen, kannst direkt dort tragen. Voll praktisch, ihr Leid. So, und ein Dachgepäckträger ist natürlich schön gut, aber wir brauchen auch noch einen Kofferfahrt drauf. Ganz logisch. Achso, haben wir schon. Müsste ich mal einfach bauen. Okay, dann bauen wir den. Aber ich will mal an die Klamotte gucken. Ah, guck mal da. Bleigefütterter Labormantel. Und hier... mal gucken, was man schon noch machen kann. Erstmal nix. Okay, Stofffetze habe ich nicht genug, um beides zu bauen. Dann würde ich aber sagen, ich mache mal erst den. Aus einem ganz einfachen Grund, dann ist der Abschnitt hier fertig. So, frage ich jetzt. Und das heißt dann, als nächstes, wenn wir wieder Klamotte haben, baue ich das da aus. Weil, welche jetzt ist der Abschnitt da komplett fertig und jetzt habe ich da nicht irgendwie was Offenes so. Das ist gut für mein innerer Monk. Oder wie man das sagt. So, jetzt haben wir her. Habe ich da eigentlich was im Koffer drin? Ich weiß gar nicht. Mal gucken. Ne, Koffer ist leer. Auto ist, glaube ich, auch leer. Ich schmeiß den wieder da hin. Gucken wir nochmal das Auto selber durch. So. Fackler haben wir. Ich hatte keine Weise, was mit der ganzen Fackel da brauche eigentlich. Wirklich dumm. So. Das sieht gut aus. Guck mal, du ein bisschen Logbuch lesen, oder? Was haben wir dann hier? Reparaturstätte. Uah. Danke. Oh, es hat schon wieder einen Bug. Sorry, ich kann es nicht lesen. Es tut jetzt automatisch eine Unnötige. Eieiei. Nee, Hauptsache hat es keinen Sinn, Sachen zu lesen, wenn das Spiel mal wieder denkt, es misst automatisch eine Unnötige. Yes, nee. So ist es halt. So, jetzt tun wir hier noch ein bisschen abbauen, einfach weil wir es kennen. Und diesmal tue ich auch... Kann ich das wirklich mit dem Ding da aufmachen? Nee, aber Türe kriege ich halt oder mit auf, okay. Na komm. Diesmal tue ich das Zeichen halt nicht mit dem Staubsauger aufsammeln, sondern ich gehe in die Werkstatt und tue mal da mit dem großen Staubsauger alles beisaugen los und lese es dann noch. Das ist so mein Plan. Genauso wie hier. Es ist sowieso immer ein Schmerz im Arsch, das kleine Zeichen da rauszupopeln, weißt du? So, ah ja, wir wollten noch eine große Dachgepäckträgerbox. Dachgepäcker. Das kommt, wenn man zu viele Worte zusammenmischt. Dachgepäcker. Die Freundin lacht schon wieder. Ey, ich hab Kopfhörer auf, ich höre die Lache. Ich weiß nicht, die muss so laut lachen, so richtig. Ich höre sie schon wieder. Sicher. So, wo ist der Dachgepäcker? Wo ist er denn? Das ist gut die Frage, ne? Jetzt kann nicht da. Haupt, dann sucht man dann halt einfach hier. XL Stauraum für Dach. Schicht. Fehlen wir noch Stofffetze. Sicher? Hacki.
Kaki, fehlen mal Stofffetze. Schade. Brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt. Wir sind halt schon wirklich sehr gut ausgerüstet mit dem, was wir haben. Oh, der Benzintank da ist ein bisschen leer. Komm mal her. Komm mal her, Kollege. Tanke mal gleich. Uff, warum wird dann der leer? Das ist aber komisch. Das ist aber komisch. Glück. So. Und du kriegst auch ein bisschen noch hin. Na, nicht wirklich. Sag mal her. Wie sieht's bei dir da oben aus? Du bist auch noch voll. Ja, letztens sind wir ja durch so ein Gebiet durchgefahren, wo Benzin quasi verdampft oder schneller weg ist. Ich glaube, dass das dann das Ding war. Aber halt hier, wir haben hier eigentlich halt unnötig. Seitlicher Benzintank. Dann haben wir, Moment, hier noch ein Benzintank. Wir haben unser Ersatztank. Ich weiß nicht, wie viel Benzintank wollen wir dann? Ist halt schon ein bisschen... Das machen wir anders, da komm her. Ich hoffe, dass wenn ich den jetzt in die Schranken hinmache, dass das durchaus geht, dass dann mit... Ah ja, guck, mit Benzin ist er im Schrank. Okay, gut. Und zwar... warte mal, da sind wir ja hier richtig. Ist jetzt meine Idee, dass ich dann einen Hydrogenerator dort dran baue. Wo ist er dann? So. Also wenn es rennt, kriegen wir ein bisschen Energie, ein bisschen Batterieladung zurück. Sag mal her. Ach du, guck. Ja. Das geht noch. Das ist alles noch okay soweit. Hätte Bioscheinwerfer, die nehmen recht schnell ab, aber... Mir hätte eigentlich genug Kit. Sag mal her, habe ich noch einen Gasbrenner? Scheinbar nicht. Hm. Ist auch keiner drin? Nee, nix. Lad. Komm mal her, du kommst doch auf. Du. Ja, kommst doch hin. Ja komm, ich klau mir mal ein bisschen Kit. Wo ist er dann? Oh, das da ist falsch, ne? Dann machen wir lieber stattdessen das da hin. So, das muss da rüber zu der großen Sache. Ah, ich sortiere, wunderbar. So, wir nehmen uns da ein bisschen Kit. Und batschen das jetzt irgendwo dran. Nö. Nee, recht sowieso nicht. Und die Scheinwerfer batschen wir dran. Zack, einmal hier. Das geht noch. Die Scheinwerfer sind mir halt wichtig. So. Das sieht dann hier aus. Das ist alles noch soweit in Ordnung. Die Platte ist noch richtig gut. Ovo ist noch gut. Wie sieht es mit der Platte da hinten aus? Jetzt ist ja Wahnsinn hier. Das ist ja Wahnsinn, wie gut wir noch unterwegs sind. Da batschest du gerade noch ein Fetze drauf. So, zack. Zeig mal her. Ich wünsche noch irgendwas. Die Stoßstangen. Ja, hopp, komm. Batsch mal drauf. Zack. Da, das machen wir wieder zurück. Hätten wir noch eine Ladung für irgendwas. Heißt drauf, braucht man nicht. So. Okay, also wir haben ausgerahmt. Und wir haben aber noch einen Haufen Lim. Aber nur normale. Gucken wir mal, ob wir noch was hinkriegen irgendwie. Es ist alles... Oh, das könnte man bauen. Größerer Spind. Wir gucken mal. Oh, dann hätten wir das so alles fertig, ne? Aber ich weiß halt nicht, was ich drauf machen soll. Auf dem Ende war ja das Handbremse-Ding. Aber das war ja voll kacke, ey. Echt jetzt. Und hier haben wir auch alles. Ja, nö, das ist mal. Ah, Benzinsynthetisierer. Ah, ja, kostet labile Energie. Rücksitztank. Ah, guck mal, das ist eigentlich. Guck mal her. Das ist ein Rücksitztank. Das wird ja dann heißen. Im Moment haben wir ja Rücksitzhalterung. Dass man auf den Rücksitztank wahrscheinlich auf den Rücksitz macht.
Ja, Wahnsinn, da wären ja nicht drauf gekommen, gell? Moment, wie? Das habe ich noch gar nicht gebaut. Dann bauen wir das Ding. Und wo kommt das hin? Der komische Emitter. Kommt der auf den Rücksitz vielleicht? Das wäre voll praktisch. Ne, kommt er nicht. Der kommt wahrscheinlich da Navy hin, sagt er. Okay. Also warte, ich mach das mal ab. Und mach das mal. Nee. Wo kommt das Ding hin? Da kann ich's. Nee. Wo kommt das Ding hin? Vielleicht schon hin irgendwo? Aha. Also doch. Nee. Das ist einfach nur das Gestell. Upgrade installieren. Ja, würde ich gern, aber irgendwie wolle ich nicht so, wie ich das will. Bin gerade überfroht, ihr Leid. Kann ich das vielleicht Lunin machen? Welche, das ist so irgendwie? Nö, da habe ich nur die zwei Sachen da. Seltsam, gerade sehr seltsam. Wo kommt der Impulsemitter? Gucken auf den Boden. Ich gucke mal im Logbuch noch. Ah, kann ich schon gerade nicht lesen. Ihr Leid, ich mache mal kurz eine Neustart. Bin gleich wieder da. Gleich haben wir's. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Hat er gar nicht gemerkt, gell? Macht aber nichts. Jetzt gucken wir mal ins Logbuch hin. Reparaturstätte haben wir noch nicht gelesen, ne? Tagebuchantrag Dr. Francis Coke. Oh, das ist Francis. 2. Mai 61. Der Frühling ist wie im Fluge vergangen. So beschäftigt waren wir. Ich glaube, wir waren noch nie zuvor so auf einer Wellenlänge mit den Ingenieuren. Wir haben unglaubliche Fortschritte erzielt und letzte Woche hat uns Dr. Ophelia Turner zum ersten Mal besucht, um einige der neuen Entwürfe persönlich zu begutachten. Passenderweise war es uns kurz davor gelungen, endlich die Wellenformen der projizierenden elektromagnetischen Regenerationsfelder einigermaßen zu stabilisieren. Das hat dazu geführt, dass vielen die Jahre zu Berge gestanden haben, aber auch zu einer ganzen Menge verstärkter Stahlplatten. Wahnsinn. Wir konnten verschiedene Legierungen über eine Distanz von bis zu 2 Metern teilweise regenerieren, was unsere Erwartungen bei weitem übertraf. Das Timing war perfekt. Dr. Turner ist eine brillante Wissenschaftlerin und es ist wirklich toll, sie persönlich mit den Anwendungen ihrer eigenen Technologie beeindrucken zu können. Ich hoffe inständig, dass unsere Teams weiter an diesem Projekt arbeiten dürfen. Sie hatte einige Anregungen, wie wir eine noch bessere Projektion und noch stabilere Wellenformen erzielen könnten. Und ich arbeite schon daran, das Design entsprechend anzupassen. Oh, da war einer kleiner Fan von der Ophelia, ne? So, jetzt gucken wir mal noch ein bisschen weiter. Hier Benzin, Rücksitztank. Klar, der sicherste Ort für einen Tank mag der Rücksitz sein. Dort ist er auch vor den meisten Interferenzen geschützt. Nur stinkt ein ganzes Auto jetzt nach Benzin. Außerdem ist er gerade einmal halb so groß wie ein normaler Tank. Vielleicht kannst du später ja noch ein paar andere Tanks einbauen? Möglich. Noch irgendwas? Ausrüstung. Ah, der Personen-Airbag. Lust, wie ein Kissen auf Beinen auszusehen? Er mag nicht unglaublich modisch sein, aber mit ihm kannst du sehr effektiv das Ausmaß an blauen Flecken und Knochenbrüchen reduzieren. Wenn das Speckgebiet versucht, dich kaputt zu machen, dann wird er das um einiges sanfter gestalten. Also der Parker wird das erst gestalten. So, dann haben wir hier Schalthebelgerät. Jo, den haben wir sogar schon ingebaut. Moment, da war sogar... Manchmal muss man einfach das nehmen, was man zur Hand hat. Ja, das stimmt wohl. Und hier hätte man dann, was haben wir geredet? Orangener Lack. Umfangreiche Forschungen legen nahe, dass diese perfekte Verschmelzung von Gelb und Rot die schnellste aller Farben sein könnte. Was? Nun liegt es an dir, diese Theorie zu testen. Ja, dann ist er gut. So, der Postbote. Ich verliere langsam den Verstand. Auf allen Postsendungen, die am Sonntagabend ankamen, prangte als Versanddatum folgende Woche Samstag. Die Absender meinten allesamt, dass sie nichts damit zu tun hätten. Wir hielten es für einen Scherz, bis einer der Postboten bemerkte, dass die Ereignisse, die in den Nachrichten und Dokumenten beschrieben wurden, in den darauffolgenden Tagen tatsächlich eintraten. Die Bestandsmeldungen stimmten haargenau.
Die meteorologischen Daten stimmten haargenau. Im Fundbüro wurden Dinge abgegeben, die in den Nachrichten als verloren beschrieben wurden. Das kann nur eine Art Aufnahmeritual sein. Irgendein gelangweilter ADA-Mitarbeiter mit Zugang zum zentralen Rohrpostterminal versucht anscheinend, neuen Rekruten Angst einzujagen. Gut, ich langweile mich hier ja auch oft zu Tode, aber ich nehme meinen Job ernst. Mir ist überaus bewusst, dass wir es hier mit Regierungseigentum zu tun haben, das von einer aktiven Forschungseinrichtung genutzt wird und dass unsere gesamte Nation von den Forschungsergebnissen abhängig ist. Ich bin eindeutig von Idioten umgeben. Story of my life. Hello. So, wir wissen immer noch nicht, für was der Impulsemitter da ist. Aber wir haben ihn gebaut. Sorgsam kalibriertes Gerät, das pro Sekunde 1000 elektromagnetische Impulse in zufälligen Intervallen ausstoßen kann. Dieser Generator erschwert es vielen organischen und elektroorganischen Wesen, sich am Auto festzukrallen oder zu beschädigen. Ja, aber wo kommt's hier? Zustand 60, Fähigkeit minus 2 Kilowatt pro Aktivierung. Also muss man es doch aktivieren. Ich muss es doch aber irgendwo inbauen können. Das ist schon wieder so... Also ich habe es ja unter Ive probiert, Draht zu bauen, ne? Wenn ich euch schon zeige, da. Also so an so Seitengestelle geht's nicht. Geht's aufs Dach? Nee. Ah, jetzt steige ich natürlich wieder in die Stödel. Hier kann ich es auch nirgends hier machen. Auf den Rücksitz, aber da ist noch nichts. Kofferraum? Schon Kofferraum im Bau? Das ist halt verwirrend hier, Leute. Ich könnte mir halt nur vorstellen. Sorry. Oh ja, die Tiere hier sind verdammt eng, ne? Also vorhin habe ich so zumindest hier gekriegt. Ja. So, Upgrade installieren, aber da kann ich halt nichts machen. Außer linke Button drücken. Und da ging es auch nicht. Bin verwirrt. Ich hätte jetzt halt gedacht, das muss da irgendwo hin oder so. Die Batterie. Boah. Ja, keine Ahnung. Dann machen wir das mal da ins Köfferchen hin. Vielleicht fällt mir es dann irgendwann in. So, wo waren wir? Ah ja, ich wollte eigentlich irgendwas anderes bauen. Irgendwas habe ich schon wieder vergessen. Was haben wir dann schon noch? Vergasermotor. Hydrogenerator. Hammer. Blitzableiter. Könnte ich jetzt die Elektromagnet... Ah ja, ein Rücksitztank. Das wollte ich bauen, genau. So war das. Hier, hallo, ein Rücksitztank. Erstmal müssen wir den voll machen, ne? So. Komm her, du. Wo tankt man die auf? Da oben. Ja, du passt aber schon gut hin, ne? So, voll ist er. Alles klar, dankeschön. Dann gehen wir den da inbauen. Zack, astreiner Rücksitztank. So. Okay, weiter geht's. Wie viel Leben haben wir dann noch? 2,9. Da könnte man ja noch irgendwas bauen. Verfügbar sind 9. Moment, rechter Button. Abgeschirmter Scheinwerfer. Hey, du kriegst du angezeigt, was du alles bauen kannst. Wieso mache ich mir dann so... noch ein Sitzgestell könnte ich bauen. Und eine seitliche Batterie oder Mini-Turbine. Ich baue noch ein Sitzgestell, oder? Ja, hallo? Achso. Da. Bauen wir noch ein Sitzgestell. Dann haben wir nämlich hier alles fertig. So. Das kommt dann höchstwahrscheinlich auf die andere Seite, behaupte ich mal so. So viel Sitze frei haben wir nämlich gar nicht mehr. Zap, zarab. Sehr gut. Und da könnten wir jetzt... Ich glaube aber, da habe ich... Sollen wir noch einen Tank drauf bauen? Kriege ich noch einen Tank hier? Ein Rücksitztank. Ein seitlicher Benzintank. Und seitliche Flutlichter. Also...
Wie ist denn das? Wir haben doch neben Batterie dran, das Seite. Kann man die auf den Rücksitz machen? Geht das? Du könntest mal halt links und rechts seitliche Flutlichter dran machen zum Beispiel. Also im Moment kann ich noch überhaupt keine Batterie bauen, weil da habe ich nämlich noch nicht die Dinger. Ich baue mal noch einen Benzintank in. Zack. Hallo? Wo ist er hin? Was macht doch das Geräusch? Ja, also... Hä? Oder was? Ich verstehe es gerade nicht. Also ich baue des Dingens, obwohl ich zu wenig Sache habe. Das habe ich ja schon gesehen, ne? Weil ich bin ja... Nee, eben nicht. Eigentlich habe ich genug Sache. Wir haben Stahlblech, wir haben Gummi. Ja, ich würde jetzt den Tank auch gern haben. Ey, ich habe jetzt schon den dritten Tank gebaut und der ist wahrscheinlich... Ist das eine Kacke? Haben wir schon wieder Bug im Spiel oder was? Sind Instinkt und Intelligenz dasselbe? Wissen wir, warum wir bestimmte Dinge wollen? Und was bedeutet das für die Anomalien? Weiß ich alles nicht, ihr Leid. Ich muss mich jetzt erstmal abreagieren. Wir haben da aus noch Zeichleie. Das saugen wir jetzt einfach alles in. Ja, jetzt saugt natürlich auch der Koffer in. Hey. Hey. Wer hat ja da aus das gar nicht ingesaugt? Du hast gar nichts mehr da. Hä? Ach so, ich habe hier einen Neustart gemacht. Wahrscheinlich ist es dann weg. Eieiei, ihr Leid, ihr Kinder. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin und da ist nichts dran. Tja, dann habe ich das Zeug nicht aufgesammelt. Und dann ist es einfach weg. Weil ich habe hier einen Neustart gemacht, damit man die Sache da lesen kann. Tja, dumm gelaufen, ne? Kann man nichts machen. So, es zieht wie Hecht zu. Komm, wir machen mal ein Loch zu hier. So, jetzt wird mich aber halt trotzdem interessieren, wo ich denn eine blöde zweite Tank habe. Also, ne, ich bin jetzt nicht irgendwie irre oder... Ich meine, das Spiel handelt ja davon, dass man irre wird, je länger man mit dem Auto rumfahrt, aber... Ich habe 2 Rücksitztanks. Einer im Rucksack. Was? Ah, wo ist er? Plug safe. Ey, jawohl, war er noch nicht da. Yeah. Nein, wie ist er doch? Jesus, nein. Hab einfach nicht drüber nachdenken. Schieben wir es einfach auf die Anomalie. Mir doch egal. So. Mal ordentlich voll. Zap, zarab. Alles klar. Nehmen wir den und knallen uns auf den Rücksitz. So. Alter Schwede, jetzt, ich kann euch sagen, jetzt, wir sind so voll mit Benzin. So, wo ist denn die Batterie, wo da war? Haben wir die dort zurück oder was? Weil das ist so seitlicher Stauraum. Warte mal, ich muss das da mal ein bisschen hübscher machen, ne? Zwar hätte ich gern die Dash da. Die hätte ich gern da, dass das alles okay aussieht. So. Navy ist ein Hydrogenerator dran. Okay. Wo ist denn die Endbatterie? Wo da dran war? Weißt du? Ja, das ist ja nett. Ich hab doch so eine Außenbatterie gehabt. Wo ist denn die? Ey, sag mal, hin verschwiegene Sache, echt jetzt? Das kann doch nicht Sinn, irgendwas stimmt doch da nicht.
ich so hingemacht? Hallo. Hey, echt jetzt? Wir haben die ganze Zeit Dotra, also ich habe den Koffer gerade unbedingt, eine Außenbatterie gehabt. Die war die ganze Zeit Dotra. Und jetzt ist sie verschwunden. Ich habe sie dann abgemacht. Und jetzt ist sie verschwunden. Wie kann denn das sein? Ey, ich sah euch, irgendjemand... Und die Werkzeugkiste kann man auch Sachen ablehnen. Gar nicht gewusst. Aber irgendjemand klaut uns hier Sache oder was? Das kann doch nicht Sinn. So genauso wie... Warte mal. Hat der Staubsauger das vielleicht ingezogen oder sowas? Oh, da fällt mir gerade was in. Also pass auf, so. Naja, da kommt nix. Ich habe gerade die Idee gekriegt. Was obacht. Was, wo ich noch nicht probiert habe, weil ich es halt gerade im Koffer sehe, das sieht halt ein bisschen aus wie Stoßstangen. Welche, was obacht? Sieht ja das, wie die Stoßstange aussieht. Und kann das vielleicht Sinn? Dass das eine Stoßstange ist? Ja, natürlich ist es das. Alter. Yes, nee, dann sahen doch, wo das Ding hingehört. So. Aber ich würde... Kann man denn ja hinten dran bauen? Ich würde ne lieber hinten dran bauen, weil hinten wird die Stoßstange nicht so beansprucht. Die vorne brauchen wir halt schon. So. Jawohl, so ist das besser. Weil die vorne brauchen wir schon so viel, wie ich als umfahre. Und deswegen würde ich weiß halt nicht, wie viel das aushalten tut, ne? Es sieht natürlich besser aus vorne, ja. Aber, mein Gott, man kann nicht alles haben, ne? So, und dich nehme ich und schmeiß dich dann hin. So. Kann das vielleicht Sinn, dass die Batterie vorhin, die habe ich schon abgemacht. Ja, Mann, ey, das hängt alles so damit zusammen, dass ich schon einen Neustart gemacht habe, weil das Ding wieder Bug gehabt hat. Und dass dann die Batterie da unten geleert hat. Und ich habe einen Neustart gemacht. Und jetzt ist die Batterie weg. Das ist scheiße, wir können nämlich noch keine bauen. Das ist sehr schlecht. Ja, weil wir kennen halt noch keine Baue. Was mache ich denn mit dem ganze Gedödel doch und das Drama da lieber. Da ist unser Medizinschränkchen, weißt du so. So. Ja, komm, mal so. Oder haben sie vielleicht da in den Schrank gemacht? Hoppala, nee. Moment. Dann haben wir da wieder Platz in dem anderen Schrank. Ja, dann haben wir jetzt wohl Batterie verloren. Aber ich habe ja hier 2 oder 3 Mal, wo ich das Dingens da vorne, den Rücksitztank gebaut habe. Und er hat nicht funktioniert. Hat immer nur so blöd gekracht. Also irgendwie... Da ist ja das ganze Menü und das ganze Spiel misst man durch die Macke-Maschine. Jetzt haben wir die Macke ausgebischelt gekriegt hier. Nein, das soll ich doch lieber. Ja, genau das meine ich nämlich. Was obacht. Das machen wir anders da. Weil die kriegt mir ja so da hin. Dann würde ich nämlich die da runterholen. Dann kriege ich nämlich 2 Reihen hin. Und dem da. Und die da hochkant. Da oben hin. So, siehst du? Wie das schön aussieht hier. So. Na, komm her. Das sind die Ersatzlampe, falls ich mal brauche. Das ist 3x3. Und das ist auch 3x3.
Ich bin wie immer noch davor. Ja, ich meine, ob mir Hans halt. Aber das Ding, hey, das regt mich halt wirklich auf das automatische Parksystem. Das war richtig dumm oder es ist richtig dumm. So. Weil es halt einfach so ist. So, ihr Leid. Jetzt haben wir natürlich... Jetzt haben wir hier, jetzt haben wir noch ein bisschen Werkzeugbau, wo Staubsauger. Eigentlich... Ja, den braucht man nicht mitzunehmen. Den lassen wir hier. So. Wo könnte man ein neuer bauen? Ein neues Brecheisen. Das bauen wir uns jetzt gleich noch. So bauen wir noch einen, machen ins Auto hin. So, komm mal her. Also Brecheisen und ein Zernichter. Brecheisen bauen wir uns. Und ein Zernichter. Und sollen wir noch gleich einen Impulshammer mitnehmen? Ja, gucken, was wir haben, ne? Schmeißen wir jetzt alles ins Auto. Für das nächste Mal. Was ist denn das andere Ding? Das nehmen wir. Ja, das nehmen wir auch noch nehmen, komm. So. Komm mal her. Mach du Moschee. So. Dann sind wir nämlich jetzt halt gerüstet hiermit. Somit. Für unser nächster Ausflug. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Dann gucken wir mal, wo wir hinfahren. So, unser nächster Ausflug. Ich will ja grundsätzlich, müssen wir natürlich schon noch. Ich will du aber nicht durch, haben wir ja gesagt. Also habe ich vor. Wie wäre es, wenn wir da hinfahren? Dann Dohi, dann Donuf. Der ist nicht, also. Da war doch irgendwie. Ah ja, Desto. Also das ist sau wichtig, weil der hat dann 4 Dinger. Da links, da rechts, da oben und da, wo es weitergeht. Also da müssen wir auf alle Fälle hin. So, machen wir das einfach so. Und wie wir da hinkommen, ja, das sehen wir dann. Funkenflug. Das könnte interessant wäre. Einfach weil unser Auto gut abgedichtet ist. Mir übrigens auch. Die Nester, was sind dann die Nester? Außergewöhnliche Anfälligkeit fürs Auto. Oh, das sieht gar nicht gut aus. So, also wir müssen auf alle Fälle irgendwo durch. Ich gucke mal gerade jetzt noch. Es gibt hier, wenn nicht schlimm. Hier gibt es auch nur wenig. Ist überall nur wenig. Da gibt es okay niedrig, aber. Was meinen wir dann? Da ist noch nicht erkanntes, kaputtes Häsische. Entführer. Holler, Funketurm. Da gibt es Funketürme. Wir machen den da auch noch nicht. Also ich würde dann sagen, morgen machen wir es dann so. Wir fahren von hier nur E5. Das habe ich bis morgen wieder vergessen. Und dann fahren wir da hoch. Da hoch ist halt sehr wichtig. Da können wir dann immer noch rumdrehen oder mal gucken, wie wir weitermachen. Weil den da müssen wir unbedingt freischalten, weil der halt 4 verschiedene Abzweigungen drin hat. Und das ist schon mal richtig krass, weil da kommen wir ordentlich ein bisschen rum. Gucken wir die andere da an. Die haben jeweils nur einer, weißt du? Das ist schon in Ordnung da. Wenn wir mal den haben, könnte man dann noch gleich da vorne machen. Aber das sehen wir dann alles Neue. Aller gut, ihr Leid, ne? Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zugucken, wie ich hier am Verzweifeln bin und nicht weiß, wie man eine Stoßstange anbringt. Wie sieht's aber eigentlich aus? Jetzt haben wir her. Kriegt man da irgendwie... Heckstoßstange hat einfach, 65% auf Donnergedönse. Und hat immerhin 60 HP. Mehr wie unser Frontstoßstangen. Aller gut, ihr Leid. Hopp. Bis morgen. Und tschüss. Heute fahren wir wieder ein bisschen. Tschö.